Guten Morgen miteinander. Hey, ich freue mich, heute zusammen mit euch in die neue Serie zu starten, «Der schmale Weg». Und ihr habt sicher schon mal das Zitat gehört, «Der Weg ist das Ziel». Und wenn ich jetzt da so in die Runde würde fragen, wer von euch würde dem zustimmen, wäre vielleicht eher weniger. Es gibt kein richtig oder falsch. Ich einfach ein bisschen Wunder. Ein paar Hände gehen rauf, einige bleiben unten. Okay, spannend. Wir kommen sicher noch auf das zurück. Das Zitat, das wird am chinesischen Philosoph am Konfuzius zugeschrieben und es wird eigentlich sagen, dass das Leben ein Lernprozess ist. Dass man unterwegs enorm viel lernen kann und dass anstatt dass man immer schon in Gedanken beim Ziel vorne ist und einen Schritt weiter, dass man soll im Jetzt leben und das nicht soll vergessen. Und das passt eigentlich ganz gut zu unserem Jahresthema unterwegs sein. In dieser Serie werden wir uns mit dem Bibeltext auseinandersetzen, wo Jesus auch etwas über so Weg zu sagen hat. Und zwar lesen wir Matthäus 7, 13 bis 14. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Was hast du gedacht, wo wir die Serie letzte Woche angesagt haben? Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Bibeltext so hörst? Welche Bilder hast du vielleicht auch im Kopf? Sind das positive? Denkst du vielleicht zurück an die letzte Wanderung, schöner schmaler Wanderweg, irgendwo spannender Pfad auf den Gipfel rauf, der Weg zum Leben, Gemeinschaft und Unterstützung in der Kirche? Oder schwingen vielleicht auch eher ein bisschen negative Gedanken mit? Das Sorge um Gesellschaft, wenn man so umschaut und irgendwie sich auch ein bisschen bestätigt fühlen. Fragezeichen, was ist denn der Weg? Vielleicht haben wir auch so das Gefühl von einem erhobenen Zeigefinger oder so eine geistliche Disziplin. Mit diesen Bildern im Kopf, glaube ich, hat sicher dazu beigetragen, dass man immer wieder so Illustrationen gesehen hat von dem Vers. Eins ganz bekanntes, das kommt aus dem 19. Jahrhundert, ist also schon ein Zeitchen alt und ist dort in Auftrag gegeben worden für die Verkündigung. Und ich habe das da mitgebracht. Ich weiss nicht, wer hat das schon mal gesehen? Voilà, ja, jetzt gehen die Hände rauf. Ist bei jemandem sogar einfach noch an der Wand gehangen. Man munkelt, dass soll es gegeben haben. Genau, so Bilder haben irgendwie unseren Blick auf den Vers geprägt. Es gibt auch noch andere so Bilder. Ich habe noch eins im Kopf, wo da die Leute auf dem breiten Weg unterwegs sind und hinten geht das Klippen durch ab und die stürzen dort runter. Genau. Das ist häufig das, was mitschwingt. Und wir wollen heute den Vers ein bisschen anschauen und schauen, was steckt denn da wirklich drin. Ist es denn so, wie das Bild gezeigt hat? Wenn wir den Vers anschauen, wenn wir die Bilder anschauen, die in dem Vers vorkommen, dann begegnen uns da zwei Metaphern, das Tor und der Weg, und sie sind tief in der biblischen Tradition verwurzelt. Sie regen uns an, über unseren Lebensweg, über unsere Lebensreise nachzudenken. Das erste ist das Tor. Das Tor ist ein Eingang zu etwas. Wenn man durch das Tor durchgeht, dann geht man in etwas Neues rein. Gleichzeitig lässt man auch immer etwas zurück, etwas, das dann hinter der Tür bleibt. Es ist das Ende von etwas Altem. Durch das Tor durchgehen ist also immer der Start und gleichzeitig auch das Ende. In der Bibel begegnet uns das Bild immer wieder mal und es steht häufig so zwischen Leben und Tod. Man kommt da Noah in den Sinn, die Türe, die in die Arche hineinführt, das große Tor in der Seite von der Arche. Dann bei Passa, wo die Israeliten Blut als Türe geschmiert haben, dass der Engel an ihren Türen vorbeigegangen ist oder Tod gebracht hat. Das Allerheiligste, wo vor dem Tor geopfert wird und erst nachher der Hohepriester durch die Tür hineingeht. Und natürlich Jesus, der selber von sich sagt, ich bin die Tür. In dem Vers begegnen uns sogar zwei Türen. Die schmale, wo nicht so leicht zu finden ist, was schwierig ist zum Durchkommen, und die breite, wo das einfacher geht. Das zweite Bild, das uns da begegnet, ist das vom Weg. Das, wo jetzt eben dieser Serie den Titel gibt. Und mit dem müssen wir uns speziell auseinandersetzen. Leben ist eine Reise auf einem Weg. Entscheidungen könnten sogar abliegen in diesem Weg sein. Und wenn wir da einmal so ein bisschen eintauchen ins Alte Testament, dann begegnet uns das Wort Weg dort. Und es heißt auf Hebräisch Derek. Und es bedeutet eben nicht nur Weg oder Straße oder Reise, sondern gleichzeitig ist es eben auch eine Lebensweise. Also schon im Alten Testament bezeichnet es nicht nur
der Weg, der bildliche, sondern eben auch, wie wir leben, wie wir unterwegs sind. Und das Wort begegnet uns dort nach dem Sündenfall zum ersten Mal, wo Adam und Eva Garten Eden verlassen und Gott einen Engel auf den Weg stellt, wo der Weg zum Baum vom Leben bewacht. Also auch dort wieder der Weg zum Leben. Wenn wir jetzt also den Matthäus 7, 13 bis 14 lesen, den Vers, wo über der Serie steht, dann haben wir irgendwie das ein bisschen im Hinterkopf. Dann klingt das irgendwie an, der Weg, wo zu Leben führt, wo irgendwie am Ende dort, wie wir es auf dem Bild gesehen haben, bei Gott endet. Und auch wenn das natürlich seine Berechtigung hat, wenn wir jetzt doch mal kurz zwei mögliche Schlagseiten von dem Text anschauen. Ich darf das Bild gerne noch mal kurz zeigen. Weil das Bild vermittelt implizit ein bisschen, dass es eigentlich vor allem darauf ankommt, einmal die richtige Entscheidung zu treffen im Leben. Man muss einfach da am Anfang, oder, das schmale Tor verwischen, nicht durchs Breite gehen und ab dann ist eigentlich der Weg vorgefertigt und geht dann dort schön in die Ewigkeit rauf und man muss auf nicht mehr viel mehr achten. Das Ziel von dem Weg liegt irgendwo in der fernen Zukunft und die grosse Gefahr da drin ist, dass man eigentlich die zukünftige Ewigkeit überbetont und dabei das Leben jetzt, der aktuelle Lebenswandel unterbetont. Die zweite Schlagseite, die dem Bild ebenfalls zum Ausdruck kommt, ist die, dass es vom schmalen Weg um Äußerlichkeiten geht. Auf dem Bild sind dann immer so viele Sachen angegeben. Wenn man da auf dem breiten Weg unterwegs ist, dann ist da das Spiel, Hölle und was da alles angeschrieben ist. Und auf dem schmalen Weg, der Gottesdienst, steht da einmal sogar Kinderrettungsstätte und so. Also es geht viel um Äußerlichkeiten. Die linke Seite sind die Laster und auf der rechten Seite die Tugenden und Frömmigkeit wird zum Ausdruck gebracht. Ich weiß nicht, wer sich überhaupt noch als fromm bezeichnen. Häufig hat das heute so ein bisschen negative Konnotation. Aber Frömmigkeit kann vorgespielt werden, einfach um den Schein aufrechterhalten. Und das sind so die zwei Schlagseiten, die der Text haben kann. Wenn wir über den Text reden, müssen wir darauf achten, dass wir nicht in die Falle von einer von diesen Schlagseiten tappen. Auch wenn das natürlich immer auch einen richtigen Teilaspekt in sich trägt. Ja, der Weg führt zum Leben mit Gott. Und ja, der Weg wird äußerlich bemerkbar sein. Und trotzdem beinhaltet das kurze Gleichnis mehr. Und das werden wir uns jetzt anschauen. So ein Fun-Fact aus der Bibel ist, dass die ersten Christen die des Weges genannt worden sind. Der Begriff Weg in der Apostelgeschichte bezeichnet einerseits die Lehre, die Jesus verkündet hat, den neuen Weg, und andererseits aber auch wirklich Christen selber, die dieser Lehre nachgefolgt sind, die Jesus nachgefolgt sind und bei denen, wo sich das praktisch im Leben ausgewirkt hat, was sich im Lebenswandel gezeigt hat. Und da kommen wir einmal auf das Zitat zurück vom Anfang. Irgendwie ist dann ja der Weg schon das Ziel, nämlich das Unterwegssein mit Jesus. Es ist nicht ganz klar, woher die Bezeichnung ganz genau kommt, wo die ihren Ursprung genommen hat, aber es liegt nahe, dass es irgendwie schon im Zusammenhang steht mit dem Text, und weil der klingt da sehr stark an. Und darum möchte ich noch mal kurz in den Text eintauchen und schauen, wo ist denn das so ein bisschen gelegen in der Bibel, wo begegnet uns der. Ich lese ihn nochmal vor. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben, und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben, und nur wenige finden diesen Weg. Der Vers oder die zwei Verse, die sind Teil von einer langen Rede von Jesus, wahrscheinlich einer von seinen berühmtesten, nämlich der Bergpredigt. Und Jesus redet dort zu seinen Nachfolgern, zu all denen, die ihn als ihren Rabbi, als ihren Lehrer anerkannt haben. Und er predigt in dieser Bergpredigt eine Vision vom Leben in dieser Welt und wie das uns ganzheitlich, also innerlich und äußerlich, möchte verändern. Der gesamte Text in dieser Bergpredigt dreht sich darum, wie menschliches Gedeihen aussehen kann, was Glück ist und wie man den Frieden erfährt. Und das meiste hat damit mit einer inneren Herzensausrichtung zu tun. Es wird unterstrichen, beim schmalen Weg geht es nicht einfach um etwas Sichtbares, sondern es geht um eine ganzheitliche Veränderung vom Menschen selber, um das Herz. Und ja, das zeigt sich dann natürlich auch äußerlich. Und spannend ist, Jesus
ist natürlich in seiner Zeit, in seiner Kultur und hat in dieser Bergpredigt, so die jüdische Weisheitsliteratur, das sind so die Sprüche, Psalmen, Prediger, hat er mit einbezogen und gleichzeitig auch so die griechisch-römische Tugendethik und hat das wie verbunden. Wir finden im Alten Testament immer wieder so die Motive von dieser Zwei-Weg-Lehre, die auch so bei dem schmalen und bei dem breiten Weg wieder auftaucht. Das ist etwas, das durchaus angeklungen hat bei seinen Hörern. Nämlich der Weg von der Weisheit und von der Gerechtigkeit, der zum Leben führt, und dem gegenübergestellt der Weg von der Torheit, vom Bösen, wo ins Verderben führt. Und das Alte Testament fragt sich dann immer, wie kann man ein Leben führen in Übereinstimmung mit Gottes Willen? Und das ist eigentlich das, was es darum geht. Jesus steht also in dieser Tradition, er nimmt das auf und sucht auch nach dem Weg oder versucht den Weg zu zeigen, wie man zu einem guten, gottgefälligen Leben kommen kann. Aber während im Alten Testament das dann häufig gemessen wird an Wohlstand und Erfolg, also äußerliche Zeichen, die der göttliche Segen definieren, definiert Jesus ganz neu an dieser Stelle. Es geht nicht um den äußeren Erfolg. Es geht um Transformation im Herz und um Beziehung zu Gott. Und das Gleiche macht Jesus auch mit der Ethik, mit der griechischen. In der Philosophie nach Aristoteles und Platon, die betonen immer die Tugenden, was man alles machen muss. Und das ist nachher das höchste Ziel. So erreicht man das höchste Ziel, wenn man die Tugenden befolgt. Jesus übernimmt auch da wieder nicht einfach die antike Ethik, sondern er transformiert sie. Gelingendes Leben, das Leben zum Aufblühen kommt, geht nicht allein durch Tugend, sondern in erster Linie durch das Leben in Gemeinschaft mit Gott. Der schmale Weg, zu gehen mit Jesus, ist also nicht einfach eine Aufforderung und die ethischen und moralischen Regeln einzuhalten, sondern ist eine Einladung zum wahren Leben, das sich erst in der Beziehung mit Gott entfaltet. Das heißt also auch, die Botschaft geht uns alle an. Egal wie fromm unser Leben von außen her aussieht. Gott interessiert sich nicht für dein Verhalten, sondern für dein Herz. Gott möchte dir vor Augen malen, was das gute Leben ist. Vielleicht auch im Kontrast zu dem, was einem sonst vorgegaukelt wird. Und Gott möchte dich nicht nur in der Ewigkeit mit ihm versöhnen, sondern auch schon im Jetzt mit deinen Mitmenschen. Das Leben auf dem breiten Weg, da geht es um Äußerlichkeiten. Und das Leben auf dem schmalen Weg ist ein andauernder Prozess von einer veränderten Lebensweise. Man könnte sagen Nachfolge. Diese Lebensweise, sie hat eine Vorstellung davon, was das gute Leben ist und startet damit auch immer wieder im Kontrast zu dem, was die Gesellschaft als gutes Leben anschaut. Was ist Erfolg? Und sie führt uns auch immer wieder in die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir halten also fest, Jesus will da nicht einfach eine Entscheidung für oder gegen den schmalen Weg, für oder gegen den Glauben, und man kann einfach einmal den Blinker setzen, die Abzweigung nehmen und dann ist gut, sondern es geht um eine grundlegende Lebensweise. Der schmale Weg ist nicht einfach ein Regelwerk oder moralische Aufforderungen, es ist die Einladung zum Weg, zum wahren Leben, im Jetzt. Und genau darum kann das manchmal auch wirklich herausfordernd sein. Ich weiß nicht, wieso es geht, aber ich habe noch gerne so eine Regel, irgendeine Checkliste, wo man weiss, wenn man sich unsicher fühlt, kann ich einfach durchgehen, wenn ich alles abköckeln kann, dann weiss ich bin richtig unterwegs, habe nichts vergessen. Und ganz nebenbei hilft das auch noch, dass man vielleicht noch links und rechts schauen, ist der auch, macht es auch nach Checkliste, ist auch noch richtig. Das haben wir irgendwie noch gern. Aber genau das wäre wieder die Frömmigkeit, die Äußerlichkeit. Wenn wir schauen, wie sieht es nach außen aus? Macht ihr das genau so, wie ich mir das auch vorstelle und wie ich finde, dass man das müsste machen, wie ich es verstehe? Jesus sagt aber, ich bin der Weg, ich bin die Tür. Und nur, wenn wir in Beziehung zu ihm treten, können wir die des Weges sein, wie das im Neuen Testament von den ersten Christen gesagt worden ist. Nur mit Blick auf Jesus können wir auf dem schmalen Weg unterwegs sein. Und dann müssen wir nicht mehr links und rechts schauen, sondern auf ihn. Und dann kommt es auch nicht mehr darauf an, wie weit links oder rechts wir noch gehen können, dass wir auf dem schmalen Weg bleiben und ja nicht irgendwie neben rausfallen, sondern dann haben wir ihn vor Augen. Und da möchte ich nochmal, das letzte Mal das Zitat vom Anfang aufnehmen. Ist der Weg das Ziel? Jesus ist der Weg.
Er soll es vor Augen stehen, er soll das Ziel sein. Der schmale Weg, der ist vielleicht herausfordernder, aber er führt zum wahren Leben, zum inneren Frieden und zu tiefer Freude. Und genau so Ansätze, wie die Lebensweise auf dem schmalen Weg aussehen können, denen wollen wir in dieser Serie auf die Spur gehen. An den nächsten Sündigen wollen wir so verschiedene Aspekte herauspicken, was das Leben auf dem schmalen Weg mit sich bringt. Im Text heißt es, durch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben. Und nur wenige finden diesen Weg. Das klingt ein bisschen zufällig. Wenn ich nicht gerade per Zufall am richtigen Ort angeschaut habe, dann habe ich Pech gehabt, dann habe ich halt den Weg nicht gefunden. Und das Spannende ist, dass Bergpredigt das ganze Neue Testament das Wort finden immer in Zusammenhang setzt mit suchen. Die sind da zusammen. Und ein paar Vers früher noch steht dort auch schon, wer sucht, der wird finden. Ein Vers, den wir alle gut kennen. Aber Suchen hat immer mit einer Aktion zu tun. Mit der Bereitschaft, etwas zu versuchen. Und genau das braucht Mut und eine gewisse Risikobereitschaft. Mir kommt da spontan das Bild vom reichen Jüngling in den Sinn. Und Jesus sagt ihm dort, hey, gib alles, was du hast, verkauf es und gib es weg. Verschieb deinen Schatz von dieser Erde in den Himmel. Und der reiche Jüngling geht weg, weil er es nicht kann. Das Risiko war schlussendlich zu gross gewesen. Warum ist der schmale Weg schmal? Geht es darum, dass Gott, wie es da im Vers steht, irgendwie möglichst wenige Menschen auf dem Weg sehen? Ganz im Gegenteil. Wir lesen auch, dass Jesus sein Leben hingegeben hat für viele. Der Weg ist schmal, weil er eine bewusste Entscheidung und ein Umdenken für den Einzelnen erfordert. Es geht gegen unser natürliches Verlangen. Unser Ego will Kontrolle, Anerkennung, Sicherheit. Aber Jesus ruft uns auf zu Demut und Vertrauen. Der schmale Weg widerspricht der Kultur. Während in ihrer Welt häufig Reichtum, Macht und Erfolg erstrebenswert erscheinen, ruft Jesus zu Einfachheit, Dienerschaft und Großzügigkeit auf. Und der schmale Weg, der fordert Ausdauer. Das Leben im Glauben ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es gibt Widerstände, Zweifel, Herausforderungen und die Entscheidung muss immer wieder neu gefällt werden. Es braucht enormen Mut. Und heute möchte ich euch Mut machen, das Risiko einzugehen. Mutige Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie das Risiko einschätzen, irgendwie realistisch versuchen, die Lage zu analysieren und dann vorwärts gehen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir überlegen, was ist der schmale Weg? Was macht das Leben auf dem schmalen Weg aus? Und ich möchte also 3 Punkte aufgreifen. Das Leben auf dem schmalen Weg ist andersartig. Wir lesen im 1. Korinther 3, 18-20. Macht euch doch nichts vor. Wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise. Denn was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Er fängt die Klugen mit ihrer eigenen Klugheit. Und außerdem heißt es, der Herr durchschaut die Gedanken der Weisen und weiß, sie sind wertlos und führen zu nichts. Ich weiß nicht, was der Vers mit dir macht, aber ich glaube, es würde sagen, dass das Leben in der Nachfolge auf dem schmalen Weg, dass sich das nach umgekehrten Prinzipien lebt. Wer sich selber erniedrigt, wird erhöht. Der schwach ist, ist stark. Und vielleicht braucht es manchmal Mut, sich auf das einzulassen, und das kann vielleicht manchmal von außen als dumm angeschaut werden. Auch in den Seligpreisungen, das ist auch ein Teil von dieser Bergpredigt am Anfang, wird der Gegenwind, den man auf dem Weg erleben kann, beschrieben. Es steht in Matthäus 15-11, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Oder glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Nicht, dass es darum geht, auf dem schmalen Weg Hauptsache Anstoß zu regen. Hauptsache, ich kann so richtig rein und bin in allem anders, als das die rundherum wollen. Um das geht es nicht, das ist viel zu kurz gegriffen. Aber um der Gerechtigkeit willen kann man durchaus mal Gegenwind erleben. Und das muss einem dann nicht überraschen. Und ja, es braucht Mut. Der zweite Punkt ist
Leben auf dem schmalen Weg ist auffallend. Ist eng verbunden damit mit einem Vers, ebenfalls aus der Bergpredigt, wo in Matthäus 5,13 steht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Das Leben auf dem schmalen Weg ist nicht nur von Widerstand begleitet, nein, es darf auch eine Wohltat fürs Umfeld sein. Die Eigenheiten von Salz, darum wird das Bild da genommen, sind in der damaligen Zeit wahnsinnig wertvoll gewesen. Salz ist gebraucht worden zum Konservieren. Und wie es Salz Verderben verhindert, sollen auch wir die Werte von Gerechtigkeit, Wahrheit und Liebe bewahren und fördern. Salz ist gebraucht worden, um den Geschmack zu verstärken. Unser Leben darf auch so einen Geschmack haben. Es soll eine wahre Freude und Sinnhaftigkeit ausstrahlen. Salz ist auch gebraucht worden in der medizinischen Anwendung, zur Reinigung und zur Heilung. Und auch wir dürfen heilend wirken, indem wir Mitgefühl zeigen, Trost spenden und zur Versöhnung beitragen. Und Salz hat auch einen sehr hohen Wert in der damaligen Zeit. Das Wort Salär, das wir heute brauchen, leitet sich vom latinischen Wort für Salz ab. Salz ist als Zahlungsmittel gebraucht worden und unser Leben, gewürzt mit dem Glauben, soll einen wertvollen und bleibenden Eindruck in unserer Umwelt hinterlassen. Die ersten Christen sind die vom Weg genannt worden. Würden dich andere Menschen auch als eine Person vom Weg bezeichnen? Fallst du auf? Bist du heilsam, stärkend, haltgebend für dein Umfeld? Das kann auch mal Irritationen auslösen, Fragen, Gegenwind, aber meistens ist es wohltuend. Und der letzte Punkt, den ich heute Morgen machen will, ist, das Leben auf dem schmalen Weg lohnt sich. Weil das Leben auf dem schmalen Weg führt ins Leben. Es führt in eine Beziehung mit der Quelle vom Leben, Jesus Christus. Es ist der Friede in herausfordernden Umständen. Freude, wenn man merkt, dass man das Salz kann sein kann. Die Erfüllung, die man erlebt, wenn man seine Prioritäten neu setzt. Erlebst du das von Gott versprochene Leben? Was fehlt dir vielleicht manchmal? Red mit Gott drüber. Ich möchte dir Mut machen heute Morgen, das zu versuchen. Den schmalen Weg zu begehen und du musst ihn nicht allein gehen. Jesus ist mit dir auf dem Weg und er sagt von sich selber, er ist der Weg zum Vater. Er ist ihn vor uns gegangen und er wird ihn jetzt mit dir gehen. Er lädt dich ein, mit ihm durchs Leben zu gehen. Und in dem Sinn ist es auch ganz einfach. Sag Jesus, dass du mit ihm durchs Leben gehen willst. Dass er dich führen darf und dass du ihn brauchst. Und alles wird sich verändern. Ja, Jesus, ich will dir Danke sagen, dass du mit uns unterwegs bist. Dass du mit uns auf dem Weg gehst und dass wir dürfen uns an dir festheben. Wir wollen immer wieder die schmale Türe, den schmalen Weg suchen und den Mut haben, um ihn zu gehen. Schenk uns immer wieder den Mut, um das Risiko eingehen, dass wir Salz und Licht sein in dieser Welt. Dass wir das Leben, das du uns versprichst, das Leben in der Fülle, immer wieder erleben und auch nach außen ausstrahlen. Amen. Wir werden jetzt noch mal eine Zeit vom Worship haben. Ich werde noch kurz ein paar Reflexionsfragen einblenden, dürft ihr durchlesen für euch, werdet einen kurzen Moment von der Ruhe haben, dürft euch Gedanken machen zu dem und dann starten wir nach dem Worship. Wenn du jetzt merkst, hey, da gibt es etwas, was ich gerne mit jemandem besprechen, darüber beten, dann haben wir hier ein Gebetsteam, das mega gerne mit dir betet, das liebt. Aber wenn du sonst irgendwelche Anliegen hast, sind sie gerne für dich da.